Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Die Gesetzesübertretung, die heute in Geisbach verhandelt wird, gilt als ein Kapitalverbrechen. Und der Angeklagte gehört gar der Zunft der Gastwirte an. Der Mann hat sein Schankbier gewässert und dürfte damit im gesamten Amtsgerichtsbezirk Ehre und Ansehen verloren haben. Und angezeigt hat den kleinen Bauernwirt ausgerechnet ein wandernder Sommergast. Ein Regierungsrat aus der Residenzstadt. Der Herr Amtsrichter ist scharf geladen. Und unter den Zeugen befindet sich auch der Großbauer Jakob Viehböck aus Unterrossing. Bier ist Bier. Und wenn die Herren aus der Stadt auch so hart arbeiten müssen wie wir Bauersleute, da hätten sie Wasser saufen. Hab ich nicht recht, Max? Ja. Mir ist das wurscht, ob die Wirte ins Bier viel oder wenig Wasser reinschütten. Ich trinke sowieso nur das reine Wasser. Außerdem, unser einer muss ja froh sein, dass er seine Kinder aufziehen kann. Ne? Mir hätt's gefallen als Kellnerin, wenn das nicht passiert wäre. Ja, jetzt ist es aber mal passiert, ne? Merke das, Kattel. Lieber weniger Geld, aber ehrlich. Sehr richtig. Ehrlich währt am längsten. Bier ist Bier. Und wenn's heiß ist, wird alles gesoffen. Erlauben Sie, mein Herr. Betrügereien sind Verbrechen. Bierpanschende Wirte darf es in unserem Lande nicht geben. Da machen wir uns doch in der ganzen Welt lächerlich. Trinkt bayerisches Bier, rufen die Brauer. Und auf der anderen Seite gibt es bierpanschende Gastwirte. Nein. Diese Missstände müssen aus der Welt geschafft werden. Das ist die Aufgabe der Gerichte. Sie haben also gehört, was der Herr Staatsanwalt Ihnen gerade vorgehalten hat? Sie haben es auch verstanden? Ja. Tja, meine hochverehrten Gastwirts-Eheleute Rottenfüßl aus Remmerding. Da kann ich nur sagen, mir fehlen die Worte. Ich bin erschüttert. Und ich kann gerade sagen, ich bin ein anständiger Wirt. Ich habe meinen Lebtag noch nie ein Bier panscht. Meinen Lebtag noch nicht. Ruhe, bitte. Naja, wir wollen uns jetzt nicht über das Wort Panschen streiten, Herr Wirt, gell? Wenn Sie das lieber hören, dann sagen wir heute, Sie haben Wasser hineinlaufen lassen in das angestochene Bierfass. Ja? Durchaus nicht, Herr Rat. Da ist mir durchaus nichts bekannt. Ja, das Pech ist bloß, uns ist es bekannt, ne? Die Polizei hat es auch recherchiert und Zeugen der Anklage stehen uns auch zur Verfügung. Ja, wer denn etwa? Der Herr Beamte aus München. Oh mein Herr Rat, den dürfen Sie nichts glauben. Dieser seltsamer Mensch und kein Bierkenner ist der durchaus nicht. Mei, da hab ich ja so lachen müssen mit dem Herrn. Hat er sein Glasl gegen das Licht gekippt und das Bier angeschaut. Ja, sag ich zu ihm, Sie müssen ja ein Bier trinken, nicht anschauen. Ruhe bitte. Ihre fröhliche Aussage, Frau Wirtin, die sparen wir uns für später auf. Einstweilen bitte ich den verehrten Herrn Gemahl um ein sauberes Geständnis. Ja, was soll ich denn einbestehen? Dass ich das Bier panscht habe? Ja. Ich hab's nicht panscht. Aber auch wenn ich es dann hätte, die das als Wirt niemals nie einbestehen, Herr Rat. So was tut man nicht als Wirt. Nie. Meinen Sie jetzt das Einbestehen oder das Panschen? Ja, ich hab's auch nicht da. Das Ganze ist eine himmelschreiende Verleumdung von dem Münchner Wandervogel, von dem Spaßigen. Ich beantrage die Einvernahme des Herrn Regierungsrats Dr. Fuchs aus München. Der Zeuge verdient absolute Glaubwürdigkeit. Ja, ist recht, Herr Staatsanwalt. Nehmen Sie Platz, Herr Wirt. Bitte schön. Wachtmeister, den Zeugen Stelzer Maximilian, Gendarmerieposten von Dürling, Remmerding und Kirchenzell. Den Stelzer, Max. Jawohl. Ja, sowas. Bitte? Gleich beim ersten Schluck habe ich es ja geschmeckt. Wasser. Kaum mehr als Wasser. Pfui, Teufel. Ich hab das Fass nicht angezapft. Ich hab's bloß eingeschenkt. Und das war unter Ihrer Würde, mein Fräulein. Ganz entschieden unter Ihrer Würde. Meines. Ja, wohl.
Was so ein sauberes Dirndl hinsteht, schmeckt dann alles. Ja, du, aber Sie sind ja gerade du, statt die keine. Die Vater, fang jetzt nicht mit dem an. Da brauch ich doch nicht anfangen. Dem seine Schlechtigkeit hat doch noch nie aufgehört. Jetzt bist du Gerichtsmassi. Was bitte? Ja, jetzt hast du mich beleidigt. Geh rauf, die kann man doch gar nicht beleidigen. Die Vater. Ich bin nicht leicht beleidigt, aber jetzt bin ich. Also das scheint mir entschieden unter Ihrer Würde zu sein, mein Fräulein. Der Zeuge Stelzer Max, Gendarmeriekommissär von Thüringen und Kirchenzell. Ja, Geh weiter, Max, wir sind dran. ich bin bereit. Der Wirt Remmerding hat schon viele Kennerinnen gehabt. Aber selten so ein schneidiges Dirndl wie der Kathi. Und von dir wollen wir gar nicht gelobt werden. Herr Kommissar Stelzer, was haben Sie denn noch alles recherchiert im Gasthaus in Remmering? Alles, was in meinem Protokoll geschrieben steht. Ja, Ihre berühmten Protokoll. Aus dem Protokoll geht aber nicht hervor, ist das jetzt das Ergebnis einer Vernehmung oder ist es die Niederschrift eigener Erfahrung? Zu Befehl. Jawohl. Naja, Recherchen wegen Bierpausen haben meine Nachforschungen dieses ergeben, dass beim kleinen Luftlöcherl, wo der Nagel hineingehauen wird, ein zergangenes Eis auf dem Fassel gelegen ist, zwingst dem kühlen Trunke, und hineingerunnen sein kann, aber nur wenig und selten etwas. Geist, und so weiter und so weiter und so weiter. Brav. Anders könnte man es nicht denken. Aber auch das ist nur theoretisch zum Denken. Praktisch ist selten vorkommen. Gar nie ist das passiert. Herr Gendarmeriekommissar Stelzer, Ihr sehr sparsames Protokoll, das klingt aber schon sehr, sehr vorsichtig. Haben Sie sich denn nie außerdienstlich als Gast einmal ein Glas Bier draußen in Remmerding vorsetzen lassen? Jawohl. Reisch hat er schon gehabt bei uns, der Stabel. Ja, seit wann kriegt man den von einem gewasserten Bier einen Rausch, ha? Was gibt's denn da zu lachen? Ich bitte um etwas mehr Zurückhaltung, meine sehr verehrten Angeklagten. Lassen Sie sich sowas gefallen, Herr Stelzer? Zu Befehl? Nein. Ja, so. Kommen Sie ein bisschen näher her. Sagen Sie mal, haben Sie an der Qualität des Bieres nie etwas Besonderes gemerkt? Nein. Nein. Ja, sind aber noch Zeugen im Flur draußen, die sehr wohl etwas bemerkt haben wollen. Ich bitte um Entschuldigung, Herr Vorsitzender. Ich bin kein großer Bierkenner. Nein. Aha. Bierliebhaber, kein großer Kenner. Naja, da gehört eigentlich nicht viel dazu, gell? Dass man ein gewässertes Bier erkennt, es schmeckt fad, man kann viel mehr vertragen davon. Jawohl. Im Dienst trinke ich überhaupt nichts. Das habe ich ja auch nicht behauptet, Herr Stelzer. Aber wie viele Biere haben Sie denn ungefähr an diesem besagten Tage? Sie waren doch draußen an dem Tag in Remmerding. Wie viele Biere haben Sie denn da gehabt? 2. 2. Oh, einen Rausch hat er gehabt. Ich komme auf Ihren Einwurf noch zurück, Frau Wirtin. Warum haben Sie nur 2 Glas Bier gehabt, Herr Stelzer? Indem ich nicht mehr habe können. Aha. Sie haben nimmer können, weil es Ihnen nicht geschmeckt hat. Zu Befehl? Nein. Nein! Zu Befehl? Doch. Doch. Warum also haben Sie nur 2 Glas getrunken? Indem, dass ich nicht mehr Geld dabei gehabt habe. Brav, Staberl, sag nur die Wahrheit. Ja, an dem Tag ist er nämlich allein in der Stube drin gesessen und es hat ihm niemand seine Maß gezahlt. Frau Wirtin, ich habe Ihnen gerade gesagt, ich komme auf Ihre Einwürfe noch zurück. Wenn es nur ein paar Mal so frech reingackern, dann kostet Sie das einiges in die Gerichtskasse als Ordnungsstrafe, gell? Und Herr Stelzer, Sie denken jetzt nur mal ganz scharf nach und sagen mir die Wahrheit, gell? Sie sind ja schließlich königlich bayerischer Beamter, Gendarm. Zu Befehl. Dieses hat mir das Fräulein Kellnerin erklärt. Was erklärt? Auch habe ich es recherchiert. Erklärt, recherchiert, mit anderen Worten, Sie haben den sich langsam in Wasser verwandelnden Eisbrocken auf dem Fass selber gesehen und auch das nicht abgedeckte Spundloch oben am Fass. Nicht durch das Wasser dann so langsam hineingetröpfelt ist, haben Sie gesehen. Nein, gesehen nicht, indem, dass das Eis schon zerronnen war und der Herr Wirt den Irrtum gemerkt hat und kein neues Eis mehr hinaufgelegt hat. Einen Moment. In dem Protokoll haben Sie geschrieben, zwingst dem kühlen Trunke. Ja, war denn der plötzlich nicht mehr so wichtig, dass der Herr Wirt kein Eis mehr hinaufgelegt hat, oder hat er keines mehr hinaufgelegt, weil Sie da waren? Dieses weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht recherchiert. Herr Zeuge, Sie schließen also eine absichtliche Wässerung des Biers seitens der Angeklagten in der eben geschilderten Art nicht aus. Bitte
Da weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Ja, Wahrheit, Staberl, nix heißt Wahrheit. abgesehen davon, dass Sie nicht das Wort haben, Herr Angeklagter, bin ich ausnahmsweise aber Ihrer Meinung. Herr Stelzer, nichts als die Wahrheit, ja? Jawohl, wie ich es recherchiert habe. Es kann hineingeronnen sein, aber nur sehr wenig und selten. Aber mit Absicht. Offensichtlich mit Absicht. Nein, denn wenn das Eis im Sommer zergeht, wird es von selber ein Wasser. Oh. Das muss man sich einmal vorstellen. Na, lassen wir es gut sein, Herr Stelz. Ich weiß, Sie haben einen sehr schweren Dienst da draußen, aber Bierpanscher sollte man trotzdem nicht decken, gell? Und als königlich bayerischer Gendarm schon zweimal nicht. Zu Befehl. Jetzt! Wachtmeister, bitte den Zeugen Dr. Fuchs aus München. Den Zeugen Dr. Fuchs. Jawohl. Wie wir da ein kleines Bauernwirtshaus bloß sind, aber die allergrößten Bauern verkehren bei uns gern. Und von denen hat sich noch keiner beschwert, zwingen Bier. So hat sich noch keiner beschwert. Nur ich selber, ich kann mich recht gut erinnern, anlässlich einer Lokalbesichtigung in Remmerding, dass mir das Bier damals überhaupt nicht geschmeckt hat. Das gibt's ja, Rat, das gibt's. Jeden Tag schmeckt's zwar nicht. Ja, und ein Breimeister, gerade auch nicht jeder Sud gleich. Was noch Dümmeres oder noch Frecheres ist Ihnen nicht eingefallen. Ein Geständnis dagegen wollen Sie nicht ablegen. Was soll man denn einbestehen? Wir haben noch gar nichts da. So, dann werden wir es Ihnen beweisen. Der Zeuge Dr. Michael Fuchs, Regierungsrat aus München. Dankeschön. Bitte kommen Sie vor zu mir, Herr Doktor. Grüße Sie, Herr Dr. Fuchs. Herr Vorsitzender, Herr Staatsanwalt, ich habe die Ehre. Guten Tag. Guten Tag. Herr Doktor, Sie sind selber Jurist, haben Anzeige erstattet wegen dieser Bierpanscherei der Gastwirts-Eheleute Rottenfüßel aus Remmerding. Naja, bis jetzt sind wir noch nicht recht weit gekommen. Die Angeklagten leugnen, wie zu erwarten war. Die Recherchen der Polizei haben auch nicht sehr viel ergeben. Herr Doktor, ich wäre Ihnen jetzt dankbar, wenn Sie Ihre Aussage über Ihre eigenen Erfahrungen mit diesem Bier im Gasthaus zu Remmerding machen würden. Sehr gern. Im heurigen Juli, ich bin ein sehr naturverbundener Wandermensch, kam ich in besagtes Gasthaus. Ich war hungrig und sehr durstig und es war der 9. Juli, speziell mein Geburtstag. Oh, nachträglich meine Gratulation, Herr Doktor. Danke sehr, danke sehr. Ich freute mich auf einen frischen Trunk Bier. Was mir aber die adrette und sehr nette Kellnerin hinstellte, das war so eine lakebraune Flüssigkeit mit so großen, traurigen Augen. Hat die Kellnerin... Nein, das Bier. Bier? Ja, und auf meine Reklamierung bekam ich die Antwort, das Bier sei frisch aus dem Fass eingeschenkt worden. Daraufhin wagte ich einen Schluck. Respekt. Ja, es schmeckte kühl und auch etwas nach Gerstensaft. Aber ich erkannte sofort, dass es mindestens mit einem Drittel Wasser gepanscht war. Ja, Herr Vorsitzender, ich bin nämlich ein sehr großer Bierkenner und habe sehr viel mit Brauereien zu tun. Ja? Ja, und das nicht nur dienstlich. Aha. Ich wage jede Wette. Ein Drittel Wasser war es mindestens. Wir haben kein Wasser dazu gewusst, gell? Sie, mein Herr, was Sie da behaupten, ist eine Beleidigung. Über unser Bier hat sich noch keiner beschwert. Ausgerechnet der Münchner kam da daher. Letzte Warnung, Frau Wirtin. Ich bin genau, gell? Bitte halten Sie den Mund, sonst müssen Sie zahlen. Ordnungsstrafe. Gell? Herr Vorsitzender, ich kann meine Angaben reinen Gewissens beschwören. Ich beantrage die Vereidigung des Zeugen Dr. Fuchs. Aber ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt, ich glaube dem Herrn Zeugen aufs Wort. Herr Doktor, bitte nehmen Sie Platz. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Ja, wir kommen aber trotzdem nicht weiter, Herr Staatsanwalt, denn möglicherweise hat dieser sich langsam in Wasser verwandelnde Brocken Eises auf dem Fass tatsächlich zufälligerweise in das Fass hinein genässt. Zufällig oder einmalig? Jetzt haben Sie recht, Herr Rat. So war's. Und an dem Tag war's ausgerechnet und wieder zufälligerweise dieser Herr aus München daherkommen. Ja, und wenn ich heute ausgerechnet und ganz zufällig Sie, Herr Rottenfüßel, erwischen könnte, dann hätte mich das schon sehr freuen. Wachtmeister, bitte den Zeugen Johann Perzel. Den Berzel. Jawohl. Ich hab deine Tochter nichts tun lassen, ausdrücklich. Ruhe! Auseinander, Himmel, Donnerwetter, und ich mache auf der Stelle eine Meldung. Er hat angefangen. Der Zeuge Berzel, Johann, geh weiter, wir sind dran. Du riech meine Tochter noch mal an, dann bringe ich die um. Meinst du, sag ich? So ein dummer Teufel.
Bist doch auch nicht mehr der Inge, Kathi. Da kannst du tun lassen, was du willst, ne? Geh weiter. Lass doch mit dir reden. Sei gescheit, Dirndl. Schau her, ich kann doch mit der Wirtin reden und mit Basti rede ich auch. Das braucht's nicht. Mag ich dich nicht mehr. Ja, schon, aber er darf ja nicht. Wieso? Ich bin nur gerade eine Bauerntin, nicht einmal eine gescheite Kellnerin. So ein schlechtes Haus musst du suchen. Seitdem die Wirtsleute auf dem Heisel drauf sind, da sind wir Rämerdinger das reinste Sodom und Gomorra geworden. Ja, schaut den Haderlumpe da. Dabei haben wir seine Tochter als Kellnerin gerade genommen, weil er drum bet und bedelt hat. Ja, als Bauerntieren kann sie seine Arbeit nicht mehr machen gehen und schägnen, was sie auch für ihre Kellnerin hat er gemeint. Und jetzt redet er so. Frau Wirtin, das gehört alles miteinander nicht zur Sache. Hier geht's ums Bierpaschen und sonst gar nichts. Verstehen Sie mich? Herr Zeuge, hat sich Ihr Fräulein Tochter mal irgendwie diesbezüglich geäußert? Freilich, dem Basi traue ich doch hier die Lumperei zu und ihrer zweimal. Ja, zutrauen, nicht? Ich meine, ob Ihr Fräulein Tochter mal etwas derartiges erwähnt hat. Wie lange warst du denn überhaupt Kellnerin bei dem Wirt? 1 Jahr, aber das hat gelangt. Jetzt kommt's mal wieder zu den Bauern. Wir sind ein anständiges Wirtshaus, gell? Wo die allergrößten Bauern verkehren. Lauter Ehrenmänner. Ja, selber wird der Vierbig von Unterrossing. Ich mag mir gar nicht ausdrucken, aber da darf's Bier banscht sein. Da sagt keiner was. Jetzt schauen wir noch. Das brauchen wir uns nicht fallen lassen. Ja, zeigen wir doch gerade an. Dann kommt noch mehr auf. Das Haberfetttreiberlei, das verdorben nicht. Wer ist verdorben? Auf Gantbiss gekommen, schon 2 Mal. Oha, du! Eiha! Ja, sowas. An sich wären die alle miteinander schon längst draußen. Aber was ich hier so bei Gelegenheit da alles erfahre, das interessiert mich ungemein. Ja, sehr schöne Sachen erfahre ich da. Da erfahren's gar nichts. Das ist ja gerade dem sein Wut, weil mein Sohn, der weiß, dass sein Trutschall nicht heiraten mag. Nein, wer mag nicht? Mein Dirndl mag nicht. Die ist anständiger wie die ganze Blasen. Bitte Ruhe! Halten uns! Ruhe, Donnerwetter nochmal. Herr Persson, setzen Sie sich hin. Wachtmeister, bitte die Zeugin Katharina Persson. Die Kellnerin, jawohl. Ich habe noch eine Frage an den Zeugen. Ja, wie Sie meinen, Herr Staatsanwalt. Herr Zeuge, warum haben sich die einheimischen Gäste diese Bierpanscherei so lange gefallen lassen? Ja, weil gewisse Herr Ökonomen und Stammgäste Dreck am Stecker haben. Wenn's du kein Dreck im Hirn hast. Recht. So, Frau Wirtin, jetzt ist soweit. Jetzt ist die erste Ordnungsstrafe fällig. 10 Mark in die Gerichtskasse. Unsere Stammgäste sind angesehene Ehrenmänner. Die Zeugin Perzel Katharina, Kellnerin beim Wirt zu Remmerding. Ja, danke schön. Kommen Sie her zu mir, Frau Persson. Grüß Gott, Herr Richter. Gut, Frau Persson. So ein jetzt Madel und gepanschtes Bier ausschenken. Wie kann man denn überhaupt als Kellnerin in so einem Haus arbeiten? Das haben Sie doch gemerkt, dass Ihr Wirt das Bier gewässert hat, ja? Lang habe ich es nicht gespannt. Lang nicht, aber dann, wie Sie es gespannt haben? Dann habe ich das obere Loch gleich wieder zugemacht. Mit was haben Sie es zugemacht? Mit dem Ventil? Ventil, so. Ja, wie wir schon sagen, es mag einmal aus Zufall der Ventilhahn nicht dringesteckt sein. Und aufgemacht muss werden oben, sonst darf ja nichts bei der Pippen unten rauslaufen. Ne? Ja, bedanke mich sehr, Herr Wirt, für die freundliche Belehrung, aber so viel habe ich auch noch im Hirn von der Physik, gell? Es soll aber auch nichts hineinlaufen in das angestochene Fass, nicht wahr, meine verehrten Angeklagten? Frau Zeugin, Sie haben dann das Ventil wieder hineingesteckt und dann? Dann hat's die Wirtin gleich wieder rausgerissen. Ja, nicht. Freilich hast du es wieder rausgerissen und hast mich sogar geschimpft. Der obere Hahn gang mir nix an, hast du gesagt. Ja, sehr richtig, das habe ich gesagt. Weil wir nämlich die Kellnerinnen da ans Ventil verschmeißen. Mei, Herr Richter, ich sag's Ihnen, es ist ein solches Greif mit den Menschen, selten, dass du mal ein Gescheites erwischt. Ja, Sie ist verwirrt, mir geht's hier genauso mit meinen Kunden. Selten, dass einmal einer da steht, mit dem's nicht ein Kreuz wäre. Apropos Kreuz. Geständnis wollen Sie immer noch nicht ablegen, nein? Ja, es ist so, wie wir sagen. Aus Zufall vielleicht kann einmal ein bisschen was von dem Eis ins Fassel eingerunnen sein. Nicht? Ja, aber gerade ein bisschen was. Und aus Unachtsamkeit von der Kellnerin. So, und das andere nachher, was du noch gesagt hast? Ja, was denn? Was denn? Dass unsere Stammgäste das Dinnebier gerade so saufen, wann ich nett werde. Jetzt stimmt's. Jetzt hören Sie selber, Herr Staatsanwalt. Ich höre. Bitte Ruhe! Nehmen Sie das Wetter noch einmal hier
Hier geht es um Bierpanschen und umsonst gar nichts. Das langt vollkommen. Und was nachher das schon ist? Wenn ich zu der Kellnerin sage, sie sollte ein bisschen freundlich sein zu den Gästen. Was ist denn das schon, Haberkorn, bitte notieren Sie weitere 10 Mark Ordnungsstrafe für die Frau Wirtin wegen ungebührlichen Verhaltens vor Gericht. Jawohl, 10 Mark. Ja? Soll ich das gleich kassieren, Herr Rat? Na, es passiert in der Zeit bis nach der Verhandlung. Frau Zeugin, Ich habe noch eine Frage an die Zeugin. Nein! Also, ach so, Sie, ja, selbstverständlich. Fräulein Zeugin, bitte. Hat sich denn nie ein Gast über das Dünnbier hier beschwert? Von den Stammgästen keiner. Und fremde Gäste? Sind selten gekommen. Der Herr aus München heute, aber der hat ja eh alles angezeigt. Warum haben Sie nicht angezeigt, wie es eigentlich Ihre Pflicht gewesen wäre? Hey. Mir geht das obere Loch nichts an, hat's gesagt, Frau Wirtin. Und andere Gründe hatten Sie nicht? Na, jetzt nimmer. Aha. Bitte? Verzeihung. Was heißt jetzt nicht mehr? Weil es eh aus ist mit mir und dem Bastel. Wer ist Wastel? Mein Sohn ist das und der hat sie gemeint, heirat's. Der heirat's aber nicht. Weil er nicht darf. Nein, weil wir Hochzeiterin brauchen mit ein bisschen Geld und nicht, dass alles Trutschall, das nichts ist und nichts hat hinterm Vorn, als wäre ein lediges Kind. Ich bitte am Ruhelein! Da ist Homerfeldtreiberleid, ist Verdorbene. Ich will doch mit euch gar nicht verwandt werden. Lieber bleibt mir gern ein Lebtag ein Bauern, dir ist mir so eine schlechte Wirtin wie du. Da schickst du ins Kloster, der dumme Gas. Was hast du gesagt? Schmei halt oder ich wirf dich aus, du Notnickel, du Gescherter, du. Ja, hau halt hier, was du raus. Ja, ich trau was. Ja, so kommen's nicht durch, Herr Staatsanwalt. Wachtmeister, eingreifen! Sind Sie fertig oder soll ich selber noch runterkommen? Setzt euch wieder hin. Du da und du da. Und dann rühmer's Sehen Sie, so geht das, Herr Staatsanwalt. Noch weitere Fragen? Nein, danke. Ja, Frau Perser, kommen Sie noch her zu mir. Aber ich habe noch eine Frage, und zwar die wichtigste jetzt. Hat der Herr Wirt sein Bier aus diesem ominösen Fass auch getrunken? Na, der nicht. Na, warum denn nicht? Weil es ihm graust hat vor dem Eis aus seinem Weiher. Und den Stammgästen hat's nicht gegraust, ne? Die haben sich ja mit der Wirtstochter unterhalten. Ah, gute Unterhaltung, ja, ja. Hat der Herr Wirt überhaupt sein eigenes Bier getrunken oder sonst irgendwo anders? Allerweil bloß beim Nachbarn, beim Neuwirt. Ich glaube, das dürfte genügen, Herr Staatsanwalt. Aufstehen, bitte. Ich verkündige das Urteil. Im Namen seiner Majestät des Königs bzw. der königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten ergeht folgendes Urteil. Die Gastwirts-Eheleute Rottenfüßler aus Rämerding werden wegen Bierpanschens mit 100 Mark Geldstrafe belegt. Außerdem kriegen sie die Auflage, 7 Jahre lang alljährlich zu Jacobi einen Tag lang ganz erstklassiges Freibier auszuschenken. Und zwar für die Alten, Armen und Schwachen der Gemeinden Rämerding, Dürling und Kirchenzell. Die Sitzung ist geschlossen. Du, da können wir ganz schön wieder dazu tun, bis wir das wieder rausbringen. Das Eis wird uns schon nicht ausgehen zum Kühlen. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat niemanden geschickt. Wie heißt das 6. Gebot in Bayern? Wie meinen Sie jetzt das? Ja, ich meine das 6. Gebot, das Keuschheits- oder Reinheitsgebot für Bier. Hopfen und Malz, Gott der Hals. Das wollte ich hören. Zum Wohl, zum Wohl. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.